2016, schon ist es da. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut gerutscht. Und das Jahr sieht aus, als würde es ein rechtes crazy Filmjahr geben. Ich möchte schnell auflisten, auf welche Filme dass ich mich freue, auf welche dass ich gespannt bin, welche das mich wundern in irgendwelcher Weise. Aber ich fange mal an, gerade bei The Revenant von Alejandro González Iñárritu, wo auch schon der Birdman von ihm war. Und das sieht nach einem mega interessanten Western aus. Kein schöner Film, aber der Trailer verheißt viel Gutes mit dem Tom Hardy, mit dem Leonardo DiCaprio. Das sieht wirklich recht ein roher, ziemlich dreckiger Film aus. Als nächstes auf der Liste habe ich Creed. Das ist quasi, wie sagt man, eigentlich ein Spin-off oder ein Nachfolgeprojekt sozusagen von der Rocky-Film. Der Sylvester Stallone ist dort dabei und er trainiert quasi einen jungen Boxer. Aber auf jeden Fall hat er bis jetzt super gute Kritiken bekommen, darum freue ich mich recht auf diesen Film. Als nächstes habe ich Macbeth, auf den bin ich mega gespannt, weil das ist ein cooles Trio. Justin Kurzel, ich glaube, sein Name sagt man so, der führt Regie. Und der führt auch Regie bei einem anderen Film, der noch rauskommt 2016, auf den gehe ich später wahrscheinlich. Und auch mit den gleichen Hauptdarstellern, zwar mit dem Marion Cotillard und dem Michael Fassbender. Und das ist eine Shakespeare-Verfilmung, die rein von den Trailer mega stylisch aussieht, mega cooler Film halt. Aber er hat noch kein Release-Datum in der Deutschschweiz, darum weiss ich nicht genau, wann ich den wird sehen, ob der überhaupt ins Kino wird kommen oder ob er direkt irgendwie auf Blu-ray und DVD wird rauskommen. Jetzt an dieser Stelle hätte ich eigentlich den Hateful Eight gehabt, aber ich habe den Film im 2015 schon gesehen, ich darf aber bis Mitte Januar nichts sagen zu dem Film. Darum, er wäre jetzt da auf der Liste, aber ja, er kommt raus Ende Januar, von dem her. Als nächstes habe ich Deadpool. Es sieht aus, als wäre das recht ein glatter Film. Bis jetzt sind ja die ganzen Superheldenfilme ziemlich light und sehr, sehr lustig, so im Sinne von so, haha, schau mal, wir sind so ein bisschen witzig. Und Deadpool ist einfach balls to the wall, völlig übertrieben und over the top. Und der Deadpool ist auch eine sehr lustige Figur eigentlich. Er macht Witz die ganze Zeit und er ist auch einer von den wenigen, also von den einzigen Superhelden, der quasi weiss, in welchem Medium das er sich befindet. Also wird er sicher auch mit dem Publikum schwätzen und so. Also ich bin echt gespannt auf den Film-Trailer bis jetzt und er hat echt gut ausgesehen. Als nächstes habe ich Hail Caesar, der neue Film von den Coen Brothers. Die zwei Typen sind eigentlich recht bekannt für gute Filme, sag ich jetzt mal. No Country for Old Men, The Big Lebowski, True Grit. Inside Llewyn Davis, der kommerziell nicht so erfolgreich ist. Und Hail Caesar sieht recht lustig aus. Es ist wieder eine Komödie mit dem George Clooney, mit dem Channing Tatum, dort Scarlett Johansson und Ray Fiennes. 100'000 Leute, die dort mitspielen. Und es sieht recht interessant aus. Ich bin gespannt. Der Trailer hat auch noch recht witzig ausgesehen. Es geht irgendwie, darum, dass um eine Filmcrew, die einen Film dreht, quasi über die Römer. Aber ich bin nicht ganz sicher, um was es geht. Aber auf jeden Fall die Regisseure sind schon mal vielversprechend. Dann haben wir Spotlight. Es geht um ein paar Journalisten, die irgendeinen Fall um Kindesmissbrauch aufdecken, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist wirklich sehr ein spannender Film. Ich bin gespannt drauf. Ich weiss nicht genau, was auf mich zukommt, aber das ist eigentlich nicht schlecht. Ich habe, glaube einen Trailer und ein paar Bilder gesehen, aber wirklich viel weiss ich noch nicht über den Film. Von dem her bin ich sehr gespannt auf das auch. Dann als nächstes haben wir 13 Hours. Das ist der neue Film von Michael Bay und ich bin nicht der grösste Michael Bay-Fan, um so zu sagen. Der letzte gute Film, den ich finde, dass er gemacht hat, ist The Rock. Das war aber in den 90er Jahren. Ich bin kein Fan von den Transformers-Filmen. Ich finde eigentlich seinen Stil noch glatt, aber ich finde seinen Humor scheiße. Aber das ist Geschmackssache, aber ich bin gespannt. Aber es wirkt, als wäre das so ein Patriotenfilm, Hurra Amerika. Und von denen bin ich nicht so Fan, wie man beim American Sniper Review vielleicht gesehen hat. Dann haben wir wahrscheinlich den Blockbuster vom Jahr und das ist Batman v Superman Dawn of Justice. Ich bin immer noch sehr skeptisch. Der Zack Snyder ist nicht mein Lieblingsregisseur. Ich finde 300 einen ziemlichen Unsinn. Und der Watchmen habe ich eigentlich noch glatt gefunden. Aber Man of Steel war nicht so meins gewesen. Ich meine, der Cast ist interessant, er ist sehr unkonventionell. Ich meine, der Jesse Eisenberg, der Lex Luthor spielt, das ist nicht wirklich etwas, was man jetzt so erwartet hat, aber er sieht eigentlich noch gut aus. Ich finde es schade, dass der Trailer wahrscheinlich schon den ganzen Film verraten hat, aber ich bin gespannt, vielleicht ist er ja gut. Ich habe letztens gehört, dass die Leute, die ihn schon haben dürfen anschauen, so einen Raw-Cut, dass die ihn sehr gut gefunden haben, aber ob das wirklich so rauskommt, weiss ich nicht. Aber ich hoffe es sehr. Ich hoffe ja nicht, dass irgendein Film auf dieser Liste schlecht wird. Aber ich bin gespannt, aber eher skeptisch als optimistisch. Dann haben wir den Jungle Book.
Also das Dschungelbuch die echte Verfilmung, aber das einzige Echte an diesem Film scheint der Mowgli zu sein, der von einem echten Bub gespielt wird. Der Rest ist einfach ein sehr entspannender Voicecast mit dem Bill Murray als Baloo, mit dem Christopher Walken als King Louie und mit der Scarlett Johansson als K und allen möglichen. Der Idris Elba ist glaube ich auch noch dabei. Noch. Auf jeden Fall ist das ein sehr entspannender Cast. Der Trailer hat mich sehr überzeugt, den habe ich recht cool gefunden, mit cooler Musik, mit einem coolen Look. Und Jon Favreau, der Chef gemacht hat, den ich, wie man im Top 10 Video gesehen hat, sehr gerne habe. Das ist ein cooler Regisseur, der weiß, was er macht. Und ich bin gespannt, was man aus dem Jungle Book rausholt. Dann der zweite grosse, riesen Blockbuster, das ist Captain America Civil War. Der so ein bisschen Avengers 2.5 quasi, irgendwie so ein Zwischenstück, wo der Iron Man und der Captain America sich so ein bisschen in die Haare geraten. Der erste Trailer hat sehr vielversprechend ausgesehen, es ist auch ein riesen Cast auch da wieder dabei, es sind irgendwie alle möglichen Superhelden dabei, dann haben wir den Spider-Man, der mal wieder dabei ist, im Marvel-Universum sozusagen, dann wird der Black Panther eingeführt und ich bin mega gespannt auf den, der könnte sehr gut werden, weil es sind auch wieder die Russo Brothers dahinter, die zwei, die Captain America The Winter Soldier gemacht haben und auch Infinity War 1 und 2 werden machen, sprich der dritte und vierte Teil von der Avengers-Trilogie, obwohl es eigentlich nachher eine Quadrilogie ist, aber ist ja gleich. Auf jeden Fall könnte Civil War sehr, sehr cool werden. Ich bin recht gespannt auf den. Als nächstes haben wir einen, der, ja, keine Ahnung, der Trailer hat echt noch lustig ausgesehen, aber ich finde die Idee dahinter irgendwie doof und das ist Angry Birds. Wieso macht man einen Angry Birds Film? Ich weiß es nicht. Einmal ich weiß es, das Game auf den iPhones und Tablets hat einen Haufen Geld eingespielt, also macht man einen Film daraus, ist ja logisch. Aber es sieht aus, als wäre es wirklich ein lustiger Animationsfilm und beim Trailer habe ich etwa die ein bisschen lachen und schmunzeln von dem her. Dann ein weiterer Superheldenfilm, das Jahr 2016 schon gespickt mit denen und das ist ein X-Men Apocalypse. Der erste Trailer, auch da hat sehr interessant ausgesehen, die Leute haben sich total aufgeregt über den Look vom Apocalypse, dass er aussieht wie so ein Power Ranger, stört mich jetzt nicht. Ich kenne die Figuren nicht, von dem her bin ich eher gespannt, was man sonst noch daraus macht. X-Men First Class war hure gut gewesen, der hat mir gut gefallen. X-Men Days of the Future Past hat er glaube ich geheißen. Den habe ich auch gut gefunden, den müsste ich aber nochmal schauen, um mir das nochmal ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen. Aber auf jeden Fall sieht Apocalypse sehr, sehr spannend aus. Dann die erste von 2 Game-Verfilmungen, wo einmal den Bann brechen, dass Game-Verfilmungen einfach scheiße sind. Und das ist Warcraft. Ich habe absolut keine Verbindung zu Warcraft. Ich habe noch nie irgendein Warcraft-Game gespielt, sprich weder Warcraft 1, 2, 3 oder World of Warcraft, nichts, keine Ahnung. Aber der Trailer hat eigentlich auch cool ausgesehen und es scheint, als hätte man sich sehr Mühe gegeben, das Ganze so ein bisschen als Film zu adaptieren und da bin ich wirklich gespannt drauf. Dann ein weiterer Film, wo ich eher skeptisch bin mittlerweile, und das ist Star Trek Beyond. Der erste Star Trek habe ich wirklich mega geil gefunden. Das ist ein cooler Science-Fiction-Film, eine gute Umsetzung auch von J.J. Abrams, der jetzt auch Star Wars, The Force Awakens gemacht hat. Der zweite, Into Darkness, war ein cooler Actionfilm. Es war nicht mehr viel Star Trek übrig, das ist mir aber egal, weil ich keine Ahnung habe von Star Trek. Aber Star Trek Beyond ist dann doch gerade ein bisschen too much. Das ist, als hätte Fast and the Furious und Guardians of the Galaxy irgendein Kind bekommen, aber das Kind ist die ganze Zeit nur am Schreien und nervt. Es hat auf jeden Fall der erste Trailer ausgegeben, das finde ich mega schade, weil der Simon Pegg hat das Drehbuch mitgeschrieben und er hat selber über den Trailer gesagt, er sei nicht wirklich zufrieden, er zeige zu wenig von dem Trackigen. Und ich hoffe, er hat recht, ich hoffe, dass der Trailer nicht einfach vom Marketingteam schlecht zusammengesetzt worden ist. Darum bin ich dort skeptisch, aber ich werde ihn wahrscheinlich auch sehen, aber der Trailer der ist einfach nicht gut gewesen. Und dann ein weiterer Superheldenfilm, die hören nicht mehr auf, und das ist Suicide Squad. Dort bin ich skeptisch auch, weil die ganzen DC-Filme bis jetzt ihre Pläne mit ihrem, was Marvel so ein bisschen kopieren wollen, das dunkelt mir nicht so aufzugehen, aber vielleicht täusche ich mich und vielleicht ist Suicide Squad super. Der David Ayer führt die Regie, die Fury gemacht hat, die mir sehr gefallen hat. Das heisst, der Film wird sicher gut aussehen und ja, die Interpretation vom Joker finde ich interessant. Das Casting von der Harley Quinn ist fantastisch, das hätte jetzt nicht besser treffen können. Auch rundum scheint es ein guter Cast und es ist interessant, dass einmal Bösewicht quasi in den Vordergrund gerückt werden und nicht immer nur mit Helden. Von dem her, Suicide Squad könnte tatsächlich etwas Cooles werden. Dann ein weiterer Film, wo ich mich nicht freue drauf, aber irgendwie, dass er mich gleich interessant dünkt, und das ist Teenage Mutant Ninja Turtles 2, ich glaube Out of the Shadows oder irgendwie so ist er gleich. Auf jeden Fall der zweite Teil vom Ninja Turtles Film und ich habe den ersten eigentlich noch lustig gefunden. Er ist
wesentlich besser, als ich gedacht habe. Kein guter Film, aber besser, als ich gedacht habe. Und das 2 sieht rein vom Trailer völlig bescheuert dumm aus, aber auf dem kann ich mich ein bisschen erfreuen. Ich meine, wenn ein fetter Rhinoceros in einem Panzer zum Wasser rauskommt in Slow Motion und vorne durch Turtles gumpelt und so, an dem kann ich Freude. Und ich meine, ich werde mir den Film wahrscheinlich anschauen. Wahrscheinlich wird er auch nicht gut. Aber wer weiß, vielleicht täusche ich mich ja. Ein nächster Film, wo ich skeptisch bin, einmal mehr, aber mich trotzdem freut, das ist Inferno. Das ist die dritte Verfilmung von einem Dan Brown Buch. Und zwar vom Buch Inferno. Sakrileg habe ich nicht gelesen, aber geschaut und eigentlich noch cool gefunden. Illuminati, Angels and Demons habe ich gelesen, beziehungsweise gelesen. Und den Film nachher geschaut und den Film dort mal eigentlich ganz okay gefunden. Nachher habe ich den Film vor kurzem nochmal geschaut und gefunden, der verhebt nicht, der ist nicht so gut. Darum bin ich jetzt auf Inferno sehr gespannt, weil das Buch ist wirklich, wirklich cool. Es hat einen Haufen Sachen, die man dort weglassen könnte, was am Film natürlich sehr zu gut wird kommen. Aber ich weiss es nicht genau. Ich freue mich aber sicher auf die Location. Florenz ist super. Die anderen Locations, die vorkommen, sind auch gut. Next up ist Finding Dory. Das ist quasi ein Sequel, glaube ich, zu Findet Nemo. Und ja, ich weiss nicht genau, was es ist. Es gibt, glaube ich, noch keinen offiziellen Trailer und ich bin auch immer noch nicht 100% sicher, ob der tatsächlich das Jahr rauskommt. Aber es sieht auf jeden Fall danach aus. Ich bin gespannt auf den Film. Ich weiss nicht genau, eben, was es wird, aber Findet Nemo ist ein super Animationsfilm. Von dem her denke ich, wird es etwa in den ähnlichen Gefilden angesiedelt sein. Von dem her freue ich mich eigentlich auf den Film und werde ihn sicher auch schauen. Dann mal der wahrscheinlich letzte Superheldenfilm für das Jahr. Moment, 2016 haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Superheldenfilme. Okay, der 6. in dem Fall ist Doctor Strange, einer von den Marvel Cinematic Universe Filmen, also einer, wo nachher bei den Avengers irgendwie noch ein bisschen seine Finger drin wird haben. Ich weiss nicht, wer Doctor Strange ist, ich weiss nicht, was der macht, aber sie haben es auf jeden Fall schon mal geschafft. Ich habe keine Ahnung von den Guardians of the Galaxy, ich habe keine Ahnung von Ant-Man. Das sind alles super gute, unterhaltsame so Action-Blockbuster-Filme gewesen, die ich ja recht gerne habe. Und Guardians of the Galaxy und auch Ant-Man sind sehr lustig gewesen. Und Doctor Strange ist, glaube ich, ziemlich ein weirder Film, wie der Name eigentlich schon suggeriert. Auf jeden Fall, keine Ahnung, der Benedict Cumberbatch spielt den Doctor Strange. Das erste Bild, das ich gesehen habe, ist cool, keine Ahnung, aber auf jeden Fall Marvel-Film, also will ich ihn sehen. Dann haben wir einen Film, wo ich gleichzeitig wahrscheinlich mich am meisten darauf freue, aber mindestens so skeptisch bin, und das ist der Assassin's Creed Film. Assassin's Creed gehört wahrscheinlich zu meinen Lieblingsgames überhaupt. Das erste Assassin's Creed ist eines von meinen ersten Konsolen-Games gewesen. Ich bin sehr skeptisch, weil Gameverfilmungen, wie gesagt, bis jetzt nicht so gut. Aber es dunkelt mich, als hätten es gescheite Leute dahinter, eben der Justin Kurzel und der Michael Fassbender und Marion Cotillard sind wieder zusammen wie bei Macbeth. Und Macbeth ist vor allem optisch schon mal sehr gut angekommen. Die Story war ja gegeben von William Shakespeare. Und Assassin's Creed wirkt sehr spannend. Die ersten Bilder, die ich gesehen habe, haben mich schon mal irgendwie so ein bisschen positiv gestimmt und gefunden, okay, das sieht aus, als würden sie quasi das Source Material schätzen und finden, okay, wir machen das. Und der Michael Fassbender selber ist anscheinend auch ein rechter Fan. Also ich bin sehr gespannt auf den. Ich hoffe wirklich sehr fest, dass der Film gut ist, sonst muss ich sterben. Dann haben wir einen Star Wars Film. Schon wieder. Und zwar Star Wars, der heisst Rogue One, a Star Wars Story. Und der spielt vor Episode 4. Und es geht um einen Rebellentrupp, der die Pläne vom Todesstern möchte stibitzen. Auf jeden Fall, ich weiss es auch nicht genau, der Cast sieht noch interessant aus. Der Regisseur ist, so viel es mir ist, der den Godzilla-Film vorletztes Jahr gemacht hat, also 2014. Den Slap habe ich nicht gesehen, ist aber scheint es eigentlich noch gut gewesen. Rein von der Regie her. Und darum bin ich gespannt auf Rogue One. Ich weiss nicht genau, was mich dort erwartet. Dann noch gibt es noch zwei Filme, wo ich noch gar nichts weiss zu denen. Ausser von wem wer das Regie führt. Und das langt mir eigentlich schon. Und das ist La La Land, heisst er, glaube ich. Der ist von Damien Chazelle, der Whiplash gemacht hat. Der J.K. Simmons ist wieder dabei, hat wieder wahrscheinlich eine Nebenrolle. Auch sonst interessante Leute, die mitmachen, aber vor allem der Damien Chazelle bin ich sehr gespannt, was er als nächstes macht. Der hat ja vor Whiplash eigentlich nichts gemacht, außer der Whiplash-Shortfilm. Und darum bin ich gespannt. Ich weiss nicht, um was es geht, ich habe absolut keine Ahnung, aber der Regisseur überzeugt mich schon mal. Dann zuletzt haben wir eben noch den nächsten Film
von Denis Villeneuve, wo Enemy gemacht hat, wo Sicario gemacht hat, wo Prisoners gemacht hat. Alles wirklich fantastische Filme, grossartige Menge, würde ich sagen. Und der macht jetzt einen Science-Fiction-Film und der heißt Story of Your Life, oder? Ja, Story of Your Life. Und ich weiss nicht, was es ist. Es ist ein Science-Fiction-Film, mehr weiss ich nicht. Es gibt keinen Trailer, es gibt kein Release-Datum, nichts. Aber ich weiss, dass er nächstes Jahr rauskommt und ich bin mega gespannt, weil als nächstes, nach Story of Your Life, wird er ein Blade Runner Sequel machen, also der zweite Teil von einem 80er-Jahr-Film. Aber ich bin gespannt, weil der Denis Villeneuve ist ein super guter Regisseur. Also es war so eine kleine Vorschau quasi für das Jahr 2016. Es kommen einen Haufen Filme raus, ich werde einen Haufen von denen schauen. Ja, jetzt würde mich wundern, auf welche Filme das ihr euch so freut. Gibt es irgendwelche kleinen Filme, wo ich jetzt nicht auf der Liste habe, wo ihr findet, wie kannst du den vergessen? Ich habe sicher den einen oder anderen Film vergessen. Das sind jetzt einfach die Filme, die angekündigt sind, wo ich weiss, dass es sie gibt, wo ich denke, die werden etwas oder die werden genau nichts. Auf jeden Fall bin ich gespannt aufs Jahr 2016, was es zu bieten hat. Ich hoffe, dass ich das Ende 2016 auch nochmal mache und meinen Ausblick auf 2017 noch geben kann. Auf jeden Fall danke ich vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.